Da waren feinsinnige Bayern am Werk. Denn in Bayern spricht man dieses A breit aus. Grüß Gott. Hans Rottmeiers große Leidenschaft ist der bayerische Dialekt mit seinen Sprichwörtern und Lebensweisheiten. Begonnen hat alles mit einer Spurensuche nach seinen Vorfahren. Auf diesem Hof in Eiterbach im Landkreis Freising besucht er heute den Altbauer Michael Kaut. Der weiß noch, Geschichten über Hans Rottmeiers Großvater zu berichten. Michi, grüß dich. Ah, grüß dich, Hans. Du, ich komm nur mal wegen meinem Großvater. Weißt du von dem eigentlich noch was? Heiratsschmuser war er. Ein Heiratsschmuser. Der Großvater hat also gerne Paare verkuppelt. Sein Motto war: Was du da heiratst, das brauchst du nicht arbeiten. Hey? Was du dir erheiratest, brauchst du dir nicht erarbeiten. Woher kommen eigentlich diese typisch bayerischen Redensarten? Zu Hause in Weix bei Petershausen forschte Hans Rottmeier weiter und beschloss, eine Familienchronik zu schreiben. Neben den handschriftlichen Aufzeichnungen seiner Mutter dienten ihm auch alte Fotos als Quelle. Zum Teil sind die Aufnahmen über 100 Jahre alt. Walburga Rottmeier wurde 1913 in Schlips im Landkreis Freising geboren und wuchs als Kind in einfachen Verhältnissen auf. Sie arbeitete als Dienstmagd in der Landwirtschaft. Ein hartes Leben. Da hat mich am meisten bewegt, was sie geschrieben hat über die Winter in ihrer Kindheit und Jugend. So kalt war es. Da haben wir so viel in den Kind gefroren, wie ich heimgekommen bin. Und wir haben es so garnigelt, so weh, da haben es mir meine Hände. Garnigelt heißt, dass die Finger vor Kälte bitzeln, kribbeln bis hin zum richtigen Schmerz. In den Videoaufzeichnungen seiner mittlerweile verstorbenen Eltern und in der Biografie seiner Mutter fand Hans Rottmeier beim Verfassen der Familienchronik noch viele weitere Wörter und Redewendungen, die früher in Bayern noch in aller Munde waren. Ein Spruch handelt von der Abneigung der tiefgläubigen katholischen Bevölkerung gegenüber der evangelischen Minderheit. Den Reim brachten die Eltern früher ihren Kindern bei. Da hat es aber geheißen, die lutherischen Zipfel. Gell? Und die haben sie auch der Kirche nicht so schön angezogen, die evangelischen, die gegen die katholischen, wenn man in die Kirche geht, da haben sie immer schön angezogen. Wir haben die einfach nicht mehr. Wir haben aber gesagt, der ist lutherischer Zipfel steigt auf, wie ein Gipfel steigt so wie die, zum Teufel gesehen. Lutherische Zipfel steigt's obe in Tei, seit's am Teufel sei gseh. Doch auch die Katholiken waren in Gefahr, wenn sie mit einem Fluch ihr seelisches Gleichgewicht suchten. Himmel, Herrgott, Sakrament, Kreuz, Kruzifix. Sackel, Zement, fix. Kreuz, Teufel, Kruzinesen. Also bei den Flüchen gibt es zwei Kategorien. Die eine Kategorie sind die sehr derben und drastischen Flüche, wo es den einen oder anderen gleich schüttelt. Und die andere Kategorie sind die abgewandelten Flüche oder Aussagen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht unmittelbar als solche erkennt, wie zum Beispiel Kruzinesen, Kruzifünferl, Zifix, Zapprati. Das ist dann allenfalls eine lässliche Sünde. Muss man nicht beichten gleich? Nicht zwingend, da kommt es darauf an, was das eigene Gewissen sagt. Hans Rottmeier arbeitete zuletzt als hoher Finanzbeamter in der Staatskanzlei. Heute ist er Sprüchesammler. Und da ist ihm aus seiner langen Dienstzeit natürlich noch ein Spruch in Erinnerung, wenn der Bürger vom Beamten mal wieder Unmögliches verlangt. Das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir ja noch nie anders gemacht. Da kann ja jeder daherkommen. Wir sind in Mehring zwischen Dachau und Augsburg. Gut, dass das nicht so ein beicherne Rindspaltlederhosen ist. Beichern bedeutet so viel wie hart oder gstarrig. Mit seinem Schulspezi Anton Stadelbauer tauscht sich Hans Rottmeier über die Feinheiten des bayerischen Dialekts aus. Heute über die doppelte Verneinung. Das heißt, da machen wir heute kein Geschäft nicht. Ja, das ist aber nicht bloß mit zweifacher Verneinung, da geht das hinauf, wie ich gelesen habe, bis zur vierfachen.
Und ich glaube, das Beispiel heißt, bei uns hat keiner noch nie keinen Hunger nicht gehabt. Aber man weiß als Bayer, was gemeint ist. Anton Stadelbauer kennt sich nicht nur mit Lederhosen aus. Er verfasst auch Kommentartexte über bayerische Klassiker wie Das Leben meiner Mutter von Oskar Maria Graf. Er findet es wichtig, dass der bayerische Dialekt und die Sprüche für nachfolgende Generationen festgehalten werden. Wir gehören zu den Letzten, die jetzt sowas noch kennen, noch sowas gelernt haben. Und wenn man weiß, dass irgendwann nicht mehr da ist, dann macht es einen Spaß. Das ist der bayerische Spruch, hebt man nur, weiß nicht rar. Und wir merken, dass es rar wird. Also muss man es genießen, solange es noch da ist. Eine zuverlässige Quelle für Redensarten ist das Wirtshaus. Beim Schafkopfen in der Stammwirtschaft werden nach Herzenslust Sprüche geklopft. Manche sind praktisch, wie der von Albert Lochner. Also mein Vater hat mir beigebracht, wie man abzählt, dass 32 Karten sind. Nicht einfach 1, 2, 3, sondern da hat er ein Sprichwort gehabt. Und das heißt, Schuster, Schneider, fliegt mir die Schuhe, nimmer Leder auch dazu. Ist kein Schuster in der Stadt, der ein solches Leder hat. Unser Max ist schriftgelehrt, weiß nicht, wem das Leder kehrt. Kehrt nicht mei, kehrt nicht bei, 32 müssen es sein. Auf geht's. Also, es ist für die Leute, die nicht so weit sein können, aber sich so ein Sprichwort merken können. So Sprüche machen eben das Leben leichter. Sie zeugen von Humor und spiegeln die bayerische Mentalität. Es gibt Gescheide wie Gscherde. Und meistens bereichern sie die Sprache mit bildhaften Vergleichen. Also wenn er einen groben Fehler macht beim Schafkopf und dann gibt es einen Partner, mit dem er zusammengehört und reagiert der mit dem Spruch, Himmel, Vater, schiers, klein ist schon. Ja, und da macht man halt seinem Mitspieler deutlich, das war aber jetzt ein grober Schnitzer, da sollte jetzt der Himmelvater, also der Herrgott selber, einen Schuss loslassen, um ihn zu bestrafen. Als nächstes will Hans Rottmeier herausfinden, woher der Spruch aus Äpfel Amen stammt. Doch jetzt erstmal Prost, dass die Gurgel nicht verrost.